Alles klar, Freunde. Weiter geht's hier in der Gefängnisinsel, Turmwelt, wie auch immer, hier bei Xenoblade Chronicles. Oh Mann, jetzt so viele Viecher, ey, ist ja unglaublich. Tja, manche davon sind stark, manche schwach und ja, die Frage ist, wie kommen wir überhaupt durch? Und wo zum Henker steckt wohl Dixon? Das ist auch eine gute Frage. Weil irgendwo hier in der Nähe müsste er theoretisch sein. Das war das Vieh, gegen physisch ist. Ach nee, genau, das war gegen Äther. Genau, wie gesehen habe ich auch mal Schala mit ins Team genommen. Schala, Quatsch, also so ein Team. Melia natürlich, genau, die gute Dame. Weil ich habe dort ein paar Fehler gemacht. Da habt ihr mich ja da nicht darauf hingewiesen. Also sprich Fehler im Kampf gegen Lorifia habe ich ja Schala ein bisschen, man sagt immer Schala. Natürlich Melia habe ich sie ein bisschen falsch eingesetzt und so, wegen den ganzen Elementaufrufen etc. Und da habe ich jetzt mal ein bisschen ihre Moves ein bisschen umgestellt. Also sprich, es hat eigentlich immer noch so Wasser, Erd- und Feuerruf drauf, aber jetzt halt mehr auch noch ein Doppelruf und naja, mal gucken, wie es so läuft, wie es dann ganz gut aussieht. Könnte also klappen, ja, Melia, hey, das ist ja, Sie hat schon irgendwelche so spezielle Dinge schon drauf. So, ganz mal zeigen. Genau das hier mal. Ja, ein Ruf hier jetzt ganz einfach. Wasserruf, Blitzruf, Eisruf, Flammenruf, ganz klar. Ist jetzt so eine Kombination hier mit dem, sag ich mal, mit der Hauptattacke war den Element abfeuern, genau, fortgerufene Elemente ab, Vollanzeige aktiviert Trance. Wir haben einen Doppelruf reingelegt, und hier einen Schattenstich, Hypnose und bekannt auch schon einen Hirnschock. Das ist vor allem deswegen, weil kann ich auch noch Erdruf, einen Windruf reintun, aber dann habe ich das Gefühl, da langsam ein bisschen zu viele Rufe drin und naja, seht ihr, ist noch nicht ganz voll. Man leistet ja deswegen hier so mal, beziehungsweise einfach nur mal 4 Rufe und der Rest müsste irgendwie auch so funktionieren. Theoretisch. Also, dass man sich jetzt zumindest mal Melia ein bisschen besser einsetzen kann und dass so ihre Fähigkeiten ein bisschen besser zur Geltung kommen. Das ist eigentlich so mein Ziel. Der Rest ist, glaube ich, soweit mal ganz gut. Ja, Ricky und Dunban sowieso. Dunban sage ich schon. Ricky und Ryan, genau, sind sowieso unsere Tanks. Schulk der Main, ganz klar. Okay, dann haben wir den ersten Fight. Wie kommen wir jetzt eigentlich hier weiter? Karte. Genau, Speisesaal ist natürlich eine sehr gute Einladung. Gehe ich mal geradeaus und hoffe, dass wir nicht unbedingt gerade von vielen Gegnern angegriffen werden. Ach du Scheiße, sind ja so viele hier. Zerreißteufler. Oder Teufler? Ne, Teufler heißt. Okay, jetzt ein bisschen stärken. Ein bisschen schwanken und dann von hinten richtig reinziehen. Und ups, wird umgedreht. Das war natürlich nix. Das war nix. Und ich bin vergiftet. Was ist das für eine Scheiße? Und Tschüssikowski. Muss hier noch. Ach man, Schulk. Du brauchst dringend neue Juwelenkumpel. Aber ganz dringend. Ja, das machen wir auch noch. Aber erst kurz vor wir zu Dixon gehen. Genau, dem Dixon von allen. Oh Mann, ey. Also das war nicht, aber vor allem dem, ich wollte fast schon sagen, dem unsympathischen allen Gegnern hier. Das finde ich echt schon fast schon schlimmer als da Metalface, sprich Humka oder Zanza selbst. Das will das heißen. Gut, Charlotte auch bald schon ihr Level up. Alter, voll auf der Essenstafel. Oh Mann, hey, was ist hier bloß los? Degros noch einer, mal gucken, was er drauf hat. Und auch hinsichtlich der Erfahrungspunkte. Weil ich würde vor allem müssen trotz allem ein bisschen trainieren, muss wohl noch sein. Und dann hätten wir hoffentlich, wow, ein bisschen mehr Schwein künftig. Zack. Oh, scheiße. Das war klar. Nur eingetroffen? Verdammt nochmal, Melia, was reibst du dort? Knabbern ist klar. Ja, drat. Wow, 3-6 abziehen ist klar. Da hat er mich einfach mal ganz kurz weggeschlagen. Das war natürlich nicht so nett. Nee. Alter, der plötzlich raus. Melia, hilf mir mal. Du musst da mit Ätherangriffen was machen. Der hält physisch so viel aus. Sag mal,
Singt man Angriff oder was ist los? Ja klar, trifft zwar nie, aber was bringt mir das? Oh, trifft ab und zu doch. Yep, ab und zu trifft auch der mal. Jetzt ist er sauer und der andere setzt einen Hieb gegen mich ein. Oh. Das tut doch gar nicht schön. So, jetzt reicht's mir aber hier langsam. Zyklon Power, yeah! Ups, oh, ist klar, und tot bin ich. Alter, was war denn das gerade? Der Arsch hat noch 2 KP. Oh Mann, ey. Okay, im Meter geht es glaube ich jetzt ein bisschen besser als zuvor. Yep, Eisruf, sehr schön. Aber es ist trotzdem nicht unbedingt so das Gelbe vom Ei. Also ich glaube, obwohl Media eigentlich ein cooler Charakter wäre, auch von Zwischenfans und so, dass mir eigentlich ganz schön sympathisch ist. Ich glaube, ich wäre mit die einfach nicht warm, so als Charakter meine ich zum Zocken. Das ist... ja. Wir glaube ich nichts mehr draus. Okay, die Babelrupta gehen jetzt irgendwie. Wobei, da reden wir doch irgendwie an vor 2 Passes, war das draußen Mühe mit denen. So, das wollten wir hintereinander treffen. Ja, ist klar! Flugtritt weg bin ich. Und die Attacke trifft natürlich nicht mehr. So, weiß egal, hätte eigentlich den nächsten Gegner aufsparen sollen. Jupp, und geheilt. Das war knapp. Media, heil sie mit Wassergeschenk. Ja, geht doch. Wassergeschenk, Quatsch. Rufgeschenk natürlich heißt's. Der will schon wieder knabbern. Was zum Henker macht der Kerl denn? Alter! Und sagen, und jetzt schön von hinten, das muss reinziehen! Muss! Ja, sehr aus, dass er Level 76 ist. Oh, meine Fresse, ey. 4 Level und... ja. Oh, Entschuldigung. Ist Mikro gekommen. 4 Level und dominiert uns bereits wieder. Toll! Ja, der ist ziemlich stark. Tot, tot. So. Media! Ja, yeah, sie schlägt los! Ich muss mal den Gegner wechseln. Ich muss leben, das ist wichtig. Du. Ja, das ist aus 76, hey. Sind ja eigentlich alle Gegner so verdammt stark. Du. So, jetzt machen wir mal Planänderung. Dass du durch tot bin, das ist durch die Planänderung, ganz klar. Ach man, ey, Leute. Natürlich muss er von vorne weg anfangen. Ach Menschenskind, hey. Ja, man hat es gesehen, Melia kann immer noch nichts. Ist auch dafür Kleines, aber ich brauche hier einen Tank, sorry, sonst bin ich hier ewig noch dran und da habe ich gar keinen Bock drauf. Gut, haben wir das geklärt. Meine Fresse, warum ist aber da oben kein Speicherpunkt? Alter, das sind so viele starke Gegner. Das ist immer, ja, ne, ich habe schon öfters angesprochen, aber jetzt mal auf damit. Diesem ewigen, ja, Trainingszwang. Naja. Das ist einfach ein eigenartiges Spiel, wo man sich einfach daran gewöhnen kann, muss oder sollte, sag's mal so. Ja. Natürlich eben das eigenes Pesierchen, ganz klar. Man ist nicht unbedingt, das sieht man jetzt hier schon öfters. Ja. Aber jetzt muss man von Anfang an ein bisschen besser machen müssen mit Trainieren und naja, das Ganze halt. Hätte ich jetzt vermutlich jetzt nicht solche Probleme, oder wenn er zwischendurch mal mehr Sidequests gemacht hätte, sprich nach jeder, sag ich mal, Hauptmission zwischendurch da mal wieder ein paar Sidequests gemacht hätte, hätte vermutlich die nötigen Level-Ups auch gekriegt. Naja. Ist ein Blindspiel, kann man vor allem nicht so wissen, wie es dann genau läuft und laufen müsste, was man da machen müsste, etc. aber es ist halt ein bisschen vergeigt. Egal, also wir bringen es noch einigermaßen einen guten Abschluss und haben trotz allem noch Spaß daran. Das ist doch immer noch, was wir eigentlich wollen. Spaß haben, so. Immerhin gibt es 11.000 Erfahrungspunkte noch, ist auch nicht so schlecht.
Naja, die Nebeldinger kann ich zwar gar nicht gebrauchen, aber diese Schattenröster sind doch gar nicht mal so übel. Oder Schattenpferde von mir aus. Alter, macht 11.000 Schaden von hinten. Und auch die haben so viel Tiefe, müssen wir mit 8-Angriffen kommen. Also klar, ist super 8-Angriff. Das Problem ist nur, dass somit auch die Gegner kommen und ich mache gar nicht so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Na gut, ein Wolkenteil, das kümmern wir uns nicht besonders. Oh, das zweite kann auch schon. Toll. Ja, ich sollte vielleicht mit meinem Monado-Angriff ein bisschen mehr auf Impuls umschalten. Bei meinen starken Gegnern. Im Prinzip sollte ich ja die Aggro je nachdem natürlich auf Ryan oder auf Ricky ziehen. Damit schulrichtige Supporten richtig austeilen und dann mit dem dritten, ja hier natürlich doof, jetzt ist ja Schala, die kann natürlich fast nur heilen. Und sonst haben wir Media, dass die dann mit ihren 8-Angriffen richtig austeilt. Können wir mal versuchen, wa? Aggro auf Ryan und dann so versuchen. Weil, wie gesagt, vor allem jetzt hier, wo so starke Gegner sind, da waren natürlich schon gewisse Typen, die ja, was einstecken können und vor allem heilen können. Sprich, ich brauche hier unbedingt Ricky bzw. Ryan und halt Schala. Das geht halt kaum anders. Ja. Wäre teilweise echt tragisch, wenn man hier noch mehrere Charaktere hätte, wenn man zum Beispiel insgesamt 4 einsetzen könnte pro Kampf. Kann man zum Beispiel bei den Tales of spielen, kann man es ja auch. 4, obwohl man irgendwie die Auswahl von 7 oder 8 Charakteren hätte. Egal, so, ne, gar keinen Bock mehr. Ich renn mal wieder, dann so nicht mehr viel Zeit, Leute. Es ist echt schlimm, hey. Echt schlimm, ja, es ist echt schlimm, was man so in einem kurzen Part alles nicht schaffen kann, vor allem. Ah, so. Geht's wieder ein bisschen schneller. Naja, wir haben jetzt gesehen, wie man kämpft, wir haben gesehen, wie man verliert und auf die Fresse bekommt. Jetzt geht es endlich mal darum, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Das heißt also, schlagen wir jetzt ein bisschen durch, auch hier durch den Speisesaal. Und wir gehen dann direkt zum nächsten Save-Panel, den wir hier hin und her rennen, aber gar keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. Könnte sogar klappen, wa? Da durchzurennen. Und ein bisschen Glück, was wir natürlich gar nicht haben. Nee, natürlich nicht. Gleich mal 4 Gegner, gleich mal 5 und 6 draus. Und 7. Nee, doch nicht. Gut. So, ich hau ab. Tschüss. Geht überhaupt? Klappt sogar. So, wie gesagt, Safe-Panel langsam mal etwas ganz Gutes, oder können direkt mal wieder Dixon vorbei? Wir haben uns jetzt zur Gefängnisdienst eingeladen, ich weiß nicht, wo der genau steckt. Da müsste theoretisch irgendwo oben sein, aber... vielleicht will er uns ja noch seine Telefis auf den Hals setzen. Verdammt, wollte doch eigentlich wieder Medi dazu. Und der Ricky, der hat auch noch gute Ad-Angriffe drauf. Oh, da lädt das Spiel was. Können wir ein bisschen... Das ist eine Arena? Och nee, Freunde, das ist eine Arena. Scheiße, trainieren sollen. Nein, Herr Dorfs könnte trainieren sollen. What took you so long? Dixon! Are you even trying to fight? Things are gonna get a lot worse if you don't buck up your ideas. Halt die Fresse, Mann! Come down here and say that. Ist das Sansa? Nee. Blöde Frage, wir haben doch gerade ein paar davon gesehen. Was ist das für eine Chimäre? Der Junior kommt dazu auch noch. It's the warm-up act. If you can't get by this one, you
don't stand a chance against me. Stop these games, old man! You'll have to stop this thing first. Hurry up! I'm just itching for a good old-fashioned scrap. Alter, kann's kaum erwarten, mal dem die Fresse richtig schön zu polieren. Monster want to eat, Ricky! This thing is no match for us. Echt? Denkst du es wirklich? Oh Mann. Was soll... Gut, das Level geht eigentlich noch. Hallo, ich will mal sehen. Obelisk Degros. Ja klar, eine Art Obelisk-Verschnitt. Oh Mann, nee. Freunde, das geht so aber gar nicht. Ich brauche eine Pause. Hallo, Pause? Eine Pause. Kann ich hier nicht... machen wir halt so. Meine Fresse, wir halt einen Notausstieg. Freunde, wie es weitergeht hier bei Xenoblade Chronicles. Genau, Level 75er Viech. Was eigentlich nicht so hoch ist, aber es wird sicher noch ein paar Asse im Ärmel. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Dann erfahren wir auch, ob wir noch ein bisschen trainieren müssen oder ob wir schon eigentlich genug stark sind für den Kampf gegen Dixon. Es ist ja schon kommen, er muss sich noch wieder offscreen ein paar Stunden trainieren, ey. Wie ich das hasse, ey. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.